Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Ingenieurle. Man muss ja alles verniedlichen. Also hier haben wir das Riekenle. Ja, übertreiben wir es nicht. Also, ja, die Rieken. Und da haben wir ja vor kurzem, hopp, ja, Gott, ein bisschen schwer. Hat auch ein bisschen Qualität jetzt. Also, da haben wir so Ding eingebaut für die kurze Pfeile. Das sieht dann, also ohne das da Ding da vorne sieht es ganz komisch aus. Machen wir das Ding wieder drauf. Das habe ich von der Worker Prophecy, das hat mir da in Orange nicht gefallen. Ja. Aber wenn das da noch aus Metall ist, dann habe ich in die Worker Prophecy das von dem da in Schwarz eingebaut. Und jetzt haben wir das da in Orange drin, weil ja, zum rumliegen lassen ist schade. Und jetzt habe ich da ein richtiges Magazin dafür gekauft. Das ist auch für kurze Pfeile, aber ich mag das halt optisch immer nicht, wenn das dann so ein riesen Loch ist und da so ein Adapter drin ist und so halbe. Ja. Also solche halbe Sachen mag ich nicht. Nur beim Bier sind halbe Sachen okay. Aber da müssen wir mal gucken, was wir da sonst noch machen können. Das ist jetzt schon ein cooles Blästerle. Und dann brauchen wir natürlich noch Schulterstütze dazu. Jetzt sieht das irgendwie stimmig aus. Also das ist jetzt mal fürs Erste. Also ich weiß nicht, ob man da an dem Ding noch was rumbastelt, weil das hat eigentlich schon ordentlich Leistung. Aber ich habe noch ein bisschen andere Kruse gekauft. Ich habe da noch, ja kommt schon raus, das habe ich gekauft. Ich habe noch so Riken Mark I oder ich glaube Mark nix, weil damals hat man noch nicht an die Nummer 2 gedacht. Deswegen ist noch einfach nur die Riken. Und ja, oh Gott, das ist schwer. Gott, das ist schwer. Das ist ja. Das kann so nicht gedacht sein. Auf jeden Fall hätte ich da gern auch in der Mark nix, also Mark 0 oder ohne, in der Riken einfach in der gelbe da. Da habe ich auch 2 davon gekauft noch. Und da hätte ich gern einfach mehr Leistung drin. Und das erste, was ich mache, wäre einfach mal da das Räderle auswechseln, weil das ist so komisches Umdrehens. Also da ist das hinter dicht und schiebt dann nach vorne. Das Gott glaubt. Da können wir dann, wenn wir da auch sowas einbauen, können wir da andere Feder einbauen. Und da habe ich auch ein 3D-Druckmodelle gefunden, dass man das machen wir einfach. Das seht ihr dann schon. Lasst ein Abo da und kriegt das Klingele, dann kriegt ihr das auch mit. Dann seht ihr, da habe ich auch Federler schon gekauft und das einen 3D-Drucker rauslassen. Dann habe ich da noch, weil das hat mir bei der Prophecy irgendwie, da ist der Stößel ist nur in Orange drin, das gefällt mir überhaupt nicht. Den müssen wir tauschen. Und das habe ich da halt so ein Paket gekauft. Also das gab es so in Kombination. Eigentlich brauche ich bloß das Stößel. Und dann müssen wir gucken. Das habe ich gekauft. Und Federle. Ja, das ist Haufen undeutliche Sprache. So viele Leute in der Welt schwätzen so undeutliche Sprache. Ja, aber 9 Kilo, 12 Kilo. Das heißt, das ist schwächere Federle, das ist stärkere Federle. Und dann sind endlich die Verlängerungskabel sind angekommen. Das ist dann nachher für die Streif. Und wenn man die dann schon aufmacht, dann tauschen wir das da auch noch. Da seht ihr, das geht jetzt wesentlich besser wie beim letzten Mal. Ich habe es nochmal aufgemacht, nochmal abgeschliffen. Habe ich da Pfeile drin? Ne, ist leer zum Glück. Die Batterie schaut aus, also deswegen macht es auch keinen Krach. Na, Daddy sagen, dann könnte man das fast so da rum und dann könnte es da und das da
könnte man das fast da reinkleben. Das fast cool aussehen. Hoffentlich, das ist dann wie so Unterbodenbeleuchtung fürs Blästerle. Das rote kommen. Die schwarze Bad 1 bis 3. Ja, man sollte halt auch immer das Dateblatt lesen. Das wäre ja Arbeit. Muss ja nicht Ingenieur zum Arbeiten, das geht ja gar nicht. Das haben wir da. Und dann müsst ihr erst einmal das Dateblatt finden. Also das Ding. Irgendwie riecht es hier noch Elektronik. Das bringt euch jetzt nichts. Das ist jetzt. Ja. Muss da mal gucken, vielleicht finde ich die Beschreibung, da kann ich auch sagen, was bedeutet. Dann kennt man das da rein. Und da rum. Da Löchle. Dann müsste man da eigentlich. Und es so Gott. Ja, das ist blöd, also. Der andere Batteriefach habe ich ja ausgedruckt. Das bauen wir dann auch ein. Das Hebel, das habe ich ja gefunden. Und da vorne, da habe ich auch schon was gefunden. Das kann man dann auch in schwarz ausdrucken. Das ist einfach. Das schauen wir uns dann an. Ich meine, ich muss ja ein bisschen, dass sie auch da bleibt. Dass er dann in Zukunft auch. Mein Magazin, das ist auch ganz einfach. Das nehmen wir einfach anders. Und was ich auch noch mal überlege, bin, das auch vielleicht für kurze Pfeile zu basteln. Hätte ich 2 von denen im Magazin bestellen sollen, aber ja, es ist halb so wild. Und wenn wir das dann für kurze Pfeile haben, und dann bräuchte ich eigentlich bloß da das Kleeblätter haben. Das bräuchte ich nur schwarz. Das habe ich nicht gefunden bisher. Aber das, ja, muss noch rausfinden. Also selber was entworfen kann ich schon. Nur halt, wenn es bestimmte Maße haben soll, das mache ich momentan noch mit Blender. Das muss ich gucken, vielleicht, wie man das geschickt machen kann. Dass das, weil, ich meine, selber was entworfen ist nicht so kompliziert, aber wenn es halt nachher da richtig reinpassen muss, dann will ich das schon gescheit gemacht haben. Und ja, das ist halt da auch ein recht weicher Kunststoff, deswegen klemmst das schön rein. Das sieht ja nachher, glaube ich, komisch aus. Und bloß so das Derle da oben, wenn das bloß noch orange ist. Aber ja, wir können es ja immer wieder zurückbauen, wie wir lustig sind. Weil also mal abgesehen von dem Trigger da unten, den müssen wir da behalten, aber den können. Das ist auch eine Stunde, 1,5 sowas rauslassen. Und irgendwann muss ich vielleicht einmal orange kaufen. Oh, das verreißt die Pfeile schon sehr. Das muss ich mal ein paar Mal bauen und mal schießen. Und dann zeige ich euch, wie die Pfeile dann aussehen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend hier auf dem Kanal. Also wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da, trägt das Längerle und schreibt mal auch in die Kommentare, was ihr denn so sehen wollt und was euch denn so gefallen hat, was man da so machen sollte. Weil dann kann ich da auch drauf eingehen und das gucken, dass man da vielleicht da was macht. Und ich hätte ja langfristig auch. Ja, ich hab schon genug Ideen. Mir fehlt nur noch ein bisschen die Mittel dafür. Also von daher, unterstützt den Kanal ein bisschen. Dann bleibt es auch spannend in Zukunft. Dann geht das Material nicht aus. So, ich glaube, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ja, dann bleibt dran. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Basteln. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.